Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag, lieve Hermann. Dag, lief Caroline, wie geht es? Jod. Ja, danke, mir geht es auch gut. Dann nochmal anfangen. Wann de Lück noch ja nicht begrüßt. Ach so, ja, dann tun das alles. Herzlich willkommen, liebe Lückscher, zu unserem zweiten Kölsche Podcast. Ich hoffe, dass euch Jod gefallen hat und ihr die letzte Folge Jod verdaut hat. Wir haben euch ja als versprochen, Hygiene mit Kölsch, was man auch trinken kann. Und der Hermann hat halt verzahlt, dass er da bei dem Küppers Freundeskreis gearbeitet hat. Und da möchten wir doch direkt mit loslegen, weil das so ein dolle Zick gewesen ist. Hermann, wie bist du eigentlich dort rangekommen? Wie bin ich da rangekommen? Der Küppers Freundeskreis sollte jetzt mit Kölsch zu tun haben. Sie haben ja Kölsch gebraut. Und da sind sie natürlich auf die Komedemescher gefallen. Und Heinz Auberneck, der Willi Reisdorf und ich wurden dann auserkoren. Wir durften dann die Lück im Malsilo, auch das war ein Fingersack, das war ein Turm, so 30 Meter über Köln. Da wurden noch die Führung, die Küpper hatten mit ganz tüchtig eine Brauerei, 1880 neu gebaut. Hermann, du hast doch da gearbeitet. Ich hatte dich gefragt, was du dann da gemacht hast. Ja, es ist aber die Lück noch der Führung. Die Führung hat eine Baumeister gemacht. Durch die Bauer hat dann der Herrgang von der Maische bis zum fertigen Bier verklärt. Mit der Zeit kann ich dann mit den Braumeister gelehrt, wie man richtig Kölsch brauen tät und haben dann irgendwann dann auch selbst die Brauereiführung gemacht in dem Museum. Und in Kölsch, der meiste Zeit. Einmal hatte ich eine Führung auf Englisch. Und da habe ich mich am Schluss wunderbar versprochen. Da wollte ich sagen, ich vermute, Sie sind jetzt hungrig und durstig. Und was habe ich dann gesagt? Ich könnte das schon raten. Ich stand dann auf der Treppe und hatte dann so 40 Glück. Das war an sich ja nicht zulässig. Und ich wollte dann einladen und habe dann gesagt, I suppose you are hungry and dirty. Und in dem Moment fehlt mir ein. Dirty heißt schmutzig und thirsty heißt durstig. Verdammt nochmal, aber es war zu spät. Da konnte ich von Boven sehen, wie einer Engländer dem anderen sagt, was er gesagt hat. Und die haben gelacht und sich gefreut. Und das Tolle war, wie man da Trabber abging, jeder mir der Hand, so eine tolle Führung hätten sie noch nicht gehabt. Ja, das war ja das Original Cologne English, da habe ich allerdings gehört, das hört sich wirklich toll an. Und ja, also damit habe ich auch angefangen, von wegen sie täten jetzt das erste Mal original Kölsch-Englisch hören. Und so war es ja dann, weil sie haben mich verstanden. Ja, und das hat ja auch noch die Geschichte, der Verzell ist ja auch eine von den Verzellern, die du jeden hast. Und so kann man in Dingem scharf in der Küche eine Tasse finden, wo das drauf steht. Haben sie dir zum Geburtstag geschenkt, Hungry and Dirty. Ja, ganz liebe Freunde und enge Freunde, die haben mir dann zum Geburtstag ein Kaffeetass geschenkt. Da haben sie dann ganz fing drauf geschrieben, I'm hungry and dirty. Ich bin hungrig und schmutzig. Hörens, du hast eben so ein Wort gesagt, Maische. Ich weiß, was das ist, aber damit zu wissen, das wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja, also da wird Gerste, die wird angesetzt. Jetzt muss man noch voraushören. Gerste, die wächst zu zum Feld. Die wurde dann auf der Darre gedacht. Und das muss man sich vorstellen, wie wenn der Brötchen in der Ofen ist. Wenn du das Brötchen in der Backofen ist und lieset Hirsch, dann Hirsch Brung wieder, dann ist es Jod. Dann hast du am Eng jetzt helles. Wenn du das Brötchen aber länger im Backofen hast, hast du dunkle Brötchen. Und dann hast du nachher dunkles Malz. Und damit ja, das weiß ich, was das ist.
Das sieht ganz bedrüsse aus, ne? Das Dunkle, das will man überhaupt nicht trinken. Also, nee, da denkt man sich doch Naja, schütteln. also rein fachlich ist es so, das helle Bier hat dann eben ein Jäsch, die gedacht ist, die wird zunächst zum Wachsen und wird dann unterbrochen und gedacht. Und das helle, dann haben wir ein helles Malz und das wird dann das helle Bier. Und wenn es länger durchweht und eine höhere Temperatur, dann hast du dunkles Malz und dann hast du Dunkelbier. Das Dunkelbier wollen wir jetzt nicht wieder auseinandernehmen. Ja, und dann geht das wieder die wird dann gekocht und so wieder. Und dann wird es, auch das ist ein langer Prozess, das führt aber jetzt hier zu Weg. Man könnte jetzt hier keine Brauführung machen. Das Eng vom Lied ist, dass dann das Fingbier ist. Übrigens, Han die Kölsche das erfunden, das Bier? Nee, das ja wird doch alt früher. Ich weiß, ob Latin heißt das Cervisia. Und wie Spanisch Cerveza, das heißt, das muss es dann noch bei den Römer alt geworden, ne? Die Römer, die haben das ja auch geerbt. Und zwar der König Hammurabi, der war ja da im ganz Weg fort, man wusste ja nicht mehr, wo das gewesen ist. Der hat schon in der Granitsühl kloppen lassen, wenn ihr irgendwo euch niederlassen wollt, dann bitte nur da, wo richtig klar Wasser ist. Also der hätte das nicht auf Kölsch geschrieben, den Singersprach. Nur da, wo jod Wasser ist, damit man Bier brauen kann. Und das war für 4000 Jahre. So lange geht das also als Bier. Und nur wo jodes Bier ist, soll man sich niederlassen. Genau so ist es. Und deshalb sind sie dann auch hier nach Köln gekommen und haben hier auch Bier gebraut. Und im Norden von Köln, da möcht das ganz entvölkert sind demnächst, wann das wieder wo jemand wird, ne? Ne, das lassen wir. Wir haben uns ja vorgenommen, überhaupt nicht schlecht über irgendetwas zu sprechen. Wir machen das ganz viel. Sagen Sie, ich habe gehört, dass sie auch früher so Krückscher in das Bier gedonnen stimmt. Das? Ja, das stimmt, das Krutbier. Das war alles Mögliche, haben die darin getan. Wacholder und was weiß ich. Also, ja, Krückscher. Jeder so nach seinem Geschmack. Krückscher sind also Gartenkräuter allgemein. Aber da haben die tollste Sache reingeschmissen. Wenn du Pech hast, dann hättest du auch der Flücke gemacht, vorankriegen oder was weiß ich was. Oder Kopping. Kopping kriegst du auch höchst noch, wenn du zu viel so für dich. Also der Flücke macht voran, muss man vielleicht verklären. Wenn man nicht ganz so elegant sieht, heißt das Dünndress, ne? Kann man dazu sagen? Ja, ich habe nicht eleganter ausgedrückt. Und wenn man da so jetzt mischen, also war das ungefähr die Vorstufe von Berliner Weiße? Nee, Berliner Weiße ist Fusch. Die tun Limonade mit darin. Auf so eine Idee sind die Kölsche zum Glück nicht gekommen. Und übrigens, das erste Bier, das in Köln gebraut wurde, das hieß auch nicht Kölsch. Der Name kam erst später. Und das erste Bier war auch nicht so hell und klar, wie es heute ist, wenn es so lecker der Straße raufläuft. Nee, das war, da war noch keine Filter. Das war also das Wies. Wies, war nicht Wies, das Bier, aber das war noch Gerissels drin. Und bis er das dann gesieben hat, dass das so klar ist, wie es heute ist. Das war dann das Wies-Bier. Ja, heute ist das doch Vorschrift, dass das klar ist, ne? Und gesieb. Ja, sicher. Sonst darf man es nicht Kölsch nennen. Ja, das ist wieder jetzt anders. Also nur, wer in Köln hell obergäriges Bier, was obergärig ist, können wir gleich auch noch verklären. Helles obergäriges Bier in Köln braut, der darf das dann noch Kölsch nennen. Es gibt allerdings Besitzstandswahrung. Was heißt das? 1986, ich glaube, es war im April. Ne? Nee, es war am 6. März. Am Das war 6. mein März. Geburtstag. Also ich habe es besonders behalten, weil das wirklich mein Geburtstag war. Da haben sie sich, ich meine, es waren 23 oder 24 Glückscher gewesen vom So ist es. Häuser, haben sich getroffen im Excelsior und haben das festlich unterschrieben. Es war halt im Jahr vorher festgeladen und dann wurde das endlich zelebriert. Was haben die dann fast geladen?
dass man das nur Kölsch ist wie mit dem Champagner, das ist ganz jetzt Fingers. Man darf also nur das Bier Kölsch nennen, was in Köln gebraut wurde ist und dann, wo das Fass gelat. Es muss hell sein und ohne so weniger oberjährig, was man gesagt haben. Aber da ja wird ja auch welche außerhalb von Köln, ich läuft so ja in Wiel oder Bielstein irgendwo im Sauerland, jede das auch, die dürfen das natürlich behalten, da kann man denn jetzt nicht fortnehmen. Und damit ist es dann endlich an eine Ziel gekommen, das war halt gut noch am Krieg, dass der Hansi und gesagt hat, das möchte man schützen und das haben sie auch gut gemacht. Das war ganz raffiniert und das war auch richtig so. Und das besteht auch heute noch. Es wurde auch bestimmt, dass es in der Stange ja, serviert werden muss. Was ist denn der Kürbis serviert nicht, der bringt das Kölsch einfach. Und Prost, ne? Die sind ja manchmal unmöglich. Ich habe einmal, da habe ich Wasser bestellt und da wurde direkt ganz fies. Da hätte ich eine Menge dicke Buch gesehen und wusste, dass da ein Kind drin war und dass ich keinen Alkohol trinke und trotzdem sagt er, dann soll ich eure Hand durchbringen. Ja. Und safe, das war richtig, richtig schäbig. Wieso sind die eigentlich so unfreundlich, die Kürbisse? Das ist Markenzeichen für die Kürbisse. Warum? Die Kürbisse, man muss jetzt ganz viel zurückhören, für den Ersten Weltkrieg. Da waren das Junge, die haben das über Ungen im Keller mühselig das Bier produziert, mit allem drum und dran. Und Säckchen schlepp und weiß ich was. Und morgen an abends von der Jes kommen auch noch bedienen. Da hatten die das Schnüss voll, da waren die richtig spät und deshalb waren die unfreundlich. Und dann meinen die Kürbisse von Hügner, richtige Kürbisse, ist etwas unfreundlich. Bei der Stadtführung haben sie mich an sie gefragt, warum die Kölsche blau gekleideten Bedienungslücke so unfreundlich wäre. Da habe ich dann gesagt, das ist Tradition. Und da war es gut, da konnten sie die Kürbisse auf einmal gut legen. Ist jetzt komisches, ne? Also die Mieze wissen das ja nicht, dass das auch mit der Wallfahrt zu tun hat. Waren eigentlich auch fromme Lück, die erste Kürbisse waren, wo der Name herkommt. Also das waren ja die nach Santiago de Compostela gelaufen sind, wo der Santiago, also der Kürbis, der Jakob, begraben ist. Und das ist der einzige von der Apostele, die in Europa begraben sind. Und dann haben die Leute gedacht, da kommen wir her und vielleicht werden wir dann wieder gesund oder bessere Menschen oder so jetzt. Ist ja jetzt auch wieder ganz modern, wo der Harpe Kerkeling das Buch geschrieben hat, da jon auch Leute spazieren oder wandern, die sonst mit der Religion ja nichts zu tun haben. Aber das ist ein Abenteuer. Ja, aber der arme Kerkeling, ich glaube nicht, dass der Peter Menschen mitgenommen hat auf seine Reisen. Wenn die Leute unterwegs waren, konnten die ja nicht in einem durchlaufen. Die mussten ja dann irgendwo unterwegs schlafen. Und manchmal hatten sie auch kein Geld mehr. Und dann haben sie da, wo sie waren, wieder gearbeitet. Und das konnten sie natürlich in Köln ganz besonders gut, weil die Gastronomie ja meistens Glück braucht. Und da muss man nicht viel lernen vorher. Und dann haben sie gearbeitet und das waren evans alles die Kürbisse, weil die noch dem Kürbis nach Santiago zu Fuß liefen. Ja, Kürbis, vielleicht sollte man, es weiß bestimmt jeder, der uns so hört, Kürbis ist der kölsche Ausdruck für Jakob. Noch uns von der Kölsch-Konvention, also wie das gemacht wird, auf oberjährig oder wie viel Hefe da reinkommt oder sonst jetzt, da kann man sich ja nicht drum denken. Aber das mit der Stange, das steht ja auch da drin, das ist nicht vorgeschrieben, da steht irgendjet noch Möglichkeit oder so, jetzt, ich weiß es nicht genau, es ist ein bisschen leger formuliert. Aber das ist ja komisch, wenn man mit Glück von auswärts in das Gespräch geht, die machen sich meistens so darüber lustig, wie wenn man kniestig wäre hier mit unserem Kölsch. Wie siehst du das dann? Ist das dann besser in 0,2 oder fingst du mit? Da hast du jetzt Jodes getroffen. Ich hatte eine Führung in der evans erwähnte Brauereimuseum. Und zwar kam da mitten im Sommer, das war richtig heiß. Da kamen Tröpfchen an aus Oberbayern, aus Holzkirchen. Alles Kerls, jung, stattlich, in einem Janker und eine Hut, eine Filzhut und dann die
die Jamsfeder, jeder. Es war warm, dass der Kralle jappet hätte. Aber die stramm mit Hut und dann habe ich draussen im Freien zuerst die Büros, aber da hätte keiner seine Janker ausgetrocknet oder seine Hut aufgenommen. Und jedenfalls, wir gingen dann rein und dann ist dann das Eich gewesen, ist leider all aufgerissen worden. Da war dann Parterre 2 Säulen. Ein Säule, die war mit Krügen, mit Maßkrügen vollgestopft, von Boven bis unten. Und auf der anderen Säule, da waren Kölschgläser von allen möglichen Brauereien. Und das waren natürlich alles die Stangen. Und da sag ich halt, der Brandmeister, da komme ich gleich noch drauf, der lud links, der lud rechts. Und ich wusste genau, was kam. Und es kam auch. Du, sag mal, Hermann, eure Reagenzgläsle da, wie macht's denn ihr da so, wenn ihr Durst habt? Ja, das geht daher, wir Kölsche, wir sind Gourmands, das ist übrigens kein Kölsch, ne, das ist Französisch. Wir sind, ihr Bayern, ihr seid Gourmands und wir Kölsche sind Gourmets, wir sind Feinschmecker und ihr seid Säufer. Du, sag mal, wie willst du denn das beweisen? Ich sage ganz einfach. Ich sage, wenn ihr über Maß stemmen tut, das ist so undurchsichtig, da wisst ihr ja noch nicht, ob da der Hälfte Schum ist oder der Hälfte Bier. Und da sagt er, das habe ich schon, das kann ich am Gewicht feststellen. Ich sage, das nehme ich aber ja nicht anders. Ich sage, sag mal, du kannst es. Aber mir Kölsche, das ist so, da haben wir 0,2 Liter. Und das läuft dann lecker, gut gekühlt der Straße rauf. Ich sage, und ihr nügelt dann an eurer Maß eine halbe Stunde und dann ist dann warm. Und in der Zeit haben wir 3-mal frisch Kölsch, was lecker schmeckt. Du hast gesagt, die Däte nügele, vielleicht und die ja nicht nügele und trinken das in einem Mal aus, Ja, aber dann sind sie besoffen. Ja, genau. Ja, jedenfalls. Das hätte mir aber in die Lösch. Dann hast du also der bayerische Mensch überzeugt, dass das besser ist mit der Stange. Das hätte wohl nicht lange gehalten. Ich meine, jetzt, wenn man durch die Stadt geht, man sieht meistens auch, dass die in 0,3 serviert werden, die Kölsch. Also, dass die Kölschgläser 0,3 sind. Das ist ja nicht schön, oder findest du das Jod? Ich finde das Jod an sich. Warum? Da müssen die Köbisse nicht so verlaufen. Sonst dann haben die am Ende vom Tag Blattfüße oder haben sich ja Wolle für gelaufen. Spaß beiseite. 0,3, da kann man nichts haben. Aber 0,4, dann wird es für mich schon ehrenrührig, hätte ich bald gesagt. Aber man sieht es Gott sei Dank höchst selten. Ich glaube, hätte sich auch nicht durchgesetzt. Aber mit dem 0,3, ja, ich finde, das sieht irgendwie nicht Kölsch aus. Das wäre, wenn man jetzt auf einmal der Dom in Barock hätte oder so. Jetzt irgendwie ist es das nicht. Das finde ich schon noch übertrieben. Barock wäre, wenn es kein Kölschgläser, wenn es Pilzgläser wäre. Die haben ja ein Buch, die Pilzgläser. Das wird dann gefälscht. Hast du dann denn auch jetzt verklärt mit dem Schum, wieso der Wies ist und so jetzt? Richtig, so wissenschaftlich? Ja, das bin ich auch ins gefragt worden. Wieso? Gott sei Dank, ich hatte ja einen guten Lehrmeister, der Adolf Lotz, einen studierten Baumeister. Der habe ich gefragt und deshalb konnte ich die Frage beantworten. Wieso ist das Bier gel und der Schum Wies? Und das ist an sich ganz einfach. Bei dem Brauprozess entsteht Kohlensäure. So, und die ist dann, die Kohlensäure hat dann so Eiweißmoleküle in ihr Pack. Und die Eiweißmoleküle, jetzt weißt du, was gut, die sind weiß. Und wenn das Bier in die Schott weht, dann platzen die Kohlensäure und lassen die Eiweißmoleküle frei. Und die sind dann Buffe und bilden der weiße Schum. Das ist das all. Das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Hast du die dann auch in die Bräueskripp nach St. Andreas geführt? Nee, es war ja nur eine Brauereiführung. Aber ich war auch in St. Andreas bei einer Stadtführung
Und der ist ja der Petrus von Mailand, der, der hat gelebt, helfen wir uns. Ja, der Peter von Mailand, oder eigentlich heißt er auch Peter von Verona. Aber weil der Weg nach Milano gestorben ist, haben sie der dann Peter von Mailand genannt. Der ist 1252 gestorben und das war eine ganz interessante Persönlichkeit. Der hat der Papst nämlich zum Inquisitor erklärt. Das war heute ja nicht mehr so möglich. Also der Ausdruck ist ja ganz daneben besetzt. Aber damals war das wie so eine Ehretitel. Und der haben sie dann losgeschickt. Weil damals die Albienser, ja, das waren so Lügscher, die waren ganz, mit dem Fremdwort waren sie so dualistisch. Also die haben der Lewe J und der Neve der Düvel und dass die sich so am Zänke sind und so, also richtig schwarz-weiß gemalt. Und da war die katholische Kirche damals ganz gut, dass die gesagt haben, so ist es nicht. Und haben dann einfach den Lück losgeschickt und die sollten dann predigen und manchmal haben sie die auch verfolgt. Also das war alles nicht besonders toll. Und der arme Peter, der haben sie unterwegs, haben sie dem abgelauert und haben der Dut gemacht, haben dem Beil über der Dätz getrocken. Und das war natürlich schrecklich. Der war dann als Märtyrer überall bekannt. Und im nächsten Jahr hätte der Papst Innozenz der Vierte hätte der als heilig gesprochen. Das ist normal ja nicht möglich. Da muss man 7 Jahre warten, damit auch ein Wunder passiert oder so. Aber mit dem ging das flücker. Und deshalb haben die Kölsche dann direkt zugegriffen. Die haben noch so eine Patrouille gesucht und haben gedacht, so flück heilig gesprochen, der das. Und deshalb wurde er dann auch ganz bekannt. Und er hat der auch bestimmt alle Morde gesehen. Oder meinst du nicht, Hermann? Die haben sie doch alle Morde gesehen, die in Köln waren. Bestimmt jeder, und wenn er in Köln ist, wenn er am Früh geht. Das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach so. In der Nähe vom Dom der Früh, meine ich. Wenn er da für der Porz steht, da könnt ihr sehen, da ist ein Kopf und da ist ein Beil durch den Kopf. Und da fahren dann die Leute, gibt es hier Kölsch, dass man meint, man hat so Kopfschmerzen, dass man ein Beil durch den Kopf hat. Und dann werden sie dann abgeklärt, dass das der Märtyrer ist, der dann der Schutzpatron für die Braumeister ist. Und jedes Jahr wieder in St. Andreas ein Mess gehalten von der Brauerei. Ja, das ist Tradition, das geht noch von der Bruderschaft. Also die haben ja die Jaffele von der Brauer und mit dem Verbundbrief, da drückt 196, haben sie dann festgelegt, dass die es realt haben und nicht mit die richtige Familie. Und da haben die Braumeister natürlich viel zu sagen gehabt, aber für die jährliche Sache haben sie dann die Bruderschaft gegründet. Und deshalb ist der so bekannt geworden. So, das wird wieder uns verhögt. Ich würde sagen, liebe Caroline, wir haben ja so viel Schnüsse schwarz. Dazu drüsch ist jetzt schon mal ein 0,2 groß Kölschglas Liddisch trinken. Bis das nächste Mal. Tschüss. Nee, so flüg geht das Nee. nicht. Es ist aber viel durch. Nee, das geht nicht. Wir müssen doch erstens den Sprachkurs machen und da könnt wieder erstens Dinge dolle Jingle. Ach ja, das große Orchester. Tetrete, aufgepasst, jetzt wieder ein bisschen Kölsch gelehrt. Ja, jetzt haben wir all die Terminologie von dem ganzen Gesöffs angefangen. Da können wir es erst machen mit der Stange. Das ist also das Glas von 0,2. Von der 0,3 und 0,4 jedet überhaupt keine Name. Ein Gedeck ist ein Glas Kölsch und ein Schabäusche. Und dann jedet ja auch noch der Kranz, ne? Der Kranz, ja, wo der Kürbis mit rund geht. Der Kranz hat entweder 11 von der Stange packen, auf ganz starke Kürbisse haben auch einen Kranz mit 18, aber die sind selten. Und dann jedet die Fässer. Da jedet das statt Pittermenschen. Und da jedet ja auch schöne Verzellschott so, was das sein soll. Also ich han einmal gehört, das ist am Tag von St. Peter und Paul, der 29.06., wo das gefeiert wird und das heißt meistens Vatertag, weil die Kerls neidisch gewesen sind ob der Muttertag und dann trecken sie raus und nehmen so Petermenschen mit. Ich weiß nicht, ob das da herkommt, aber ist eine schöne Verzählung, so fromm mit der Hilfe dabei. Es gibt auch noch die französische Variation, das heißt nämlich das Peter Köm von Petit, weil das ein Kleinfass ist. Und das könnte sein, also die Verwandtschaft im Ruhrgebiet, das mir erzählen, dass es da auch für ein Beispiel das kleine Metz
dass man das auch Pittermesser nennen Auch darf. sich an. Und das ist ja dann klein, also dazu darf das richtig gut passen. Also bis zum Ruhrgebiet langt es für mich nicht, aber das Peter Metz oder was war, das habe ich noch nie gehört. Aber das heißt ja auch Da nichts. brauchen wir für das Kölsch ja auch nicht. Dann jedes auch noch, ich glaube, das ist das Letzte, was wir haben, ist noch der Anker. Der Anker ist ein 20-Liter-Fass. Und ich kenne das mit dem Peter-Menschen so, der Peter, der dreht einen Anker, 20-Liter-Fass. Und das Menschen, was klein ist, ist das Peter-Menschen, der kann nur 10-Liter-Fass. Wisst ihr was? Sucht euch aus, was euch am besten gefällt. Und wir können jetzt eine trinken. Ja. Jetzt kommt wieder der Jingle. Der dritte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.